Schaffe ich es, einen ganzen Bitcoin das Jahr anzusparen? Ja oder nein? Schreibe in die Kommentare rein, wie viel Bitcoin das du besitzt. Ich habe 0,28 Bitcoin. Wir haben den 10.1. Und ich tue momentan 50 Franken pro Woche in Bitcoin investieren. Also so natürlich nicht, oder? Heute haben wir einen Kurs von 92.400, also jetzt gerade. 92.400 Dollar. Und ich werde natürlich das anpassen, den Dauerauftrag, den ich habe. Das wird immer, ich glaube, jeweils am Dienstag oder so automatisch kaufen, ohne dass ich irgendetwas merke. Ich merke es gar nicht. Ich schwöre, 50 Stutz, die jetzt fehlen in der Woche oder nicht, du merkst es gar nicht. Aber sobald er runtergeht, dann werden wir es erhöhen. Ich bin jetzt mein Sparkonto ein bisschen auffüllen. Es ist so wie von einem 15-Jährigen mit 4'000 Stutz momentan drauf. Das hat man mit 15, 16 normalerweise. Wenn nicht dann sogar mehr. Ja, aber ich habe halt ein bisschen zu viel investiert. Mein Hund ist voll am Wegrennen. Scheisskette. Und dort vorne geht sie sicher links. Ja, genau. Aber sie muss rechts gehen. Ich muss rechts laufen. Sie geht links. Ja, ja. Und jetzt muss ich ihr nachlaufen. Daisy, warte! Nein! Und da! Da! Scheisskette. Mit meiner Frau haltet sie immer an. Mit mir will sie immer gerade heimgehen. Ja, aber ich kann. Nein, Alter, sie läuft einfach weg. Ich denke, ich will mein Bitcoin-Video. Wo bin ich überhaupt stehen geblieben? Schau, sie rennt sogar. Ich schwöre, ein Hund wird doch eigentlich normalerweise laufen gehen. Oder nicht? Macht doch keinen Sinn, dass ein Hund heimgehen will. Vor allem, es hat Sonne und so, oder? Daisy, warte! Warte! Scheissköter. Eben, ich wollte sagen, sobald es runtergeht, das ist sogar gefroren, oder mal? Wenn wir schauen, wir können Schlittschuhe hinten da. Keine Schlittschuhe da, aber wir mal schauen miteinander. Das geht nicht. Das ist leider nicht Schlittschuhe hinten. Ja, auf jeden Fall, eben, sobald er ein bisschen crasht wieder, er ist eigentlich crasht von 124. Ja, aber warte, sorry, mein Hund will mich verarschen. Aber ich laufe nachher schön da durch. Lass sie mich kreuzen, sehen. Eben, sobald er crasht, tun wir natürlich erhöhen. Aggressiv erhöhen nachher. Wenn möglich sogar 2K in der Woche. Ja, nein, ich habe jetzt gerade ein bisschen übertrieben. 2K im Monat. 3K im Monat Maximum. So, aggressiv. Und je nachdem, wie er crasht, ist es möglich. Ich glaube, er wird aber nicht tiefer als 60K oder so gehen. Aber ich bin kein Hellseher. Und wenn ich das so sage, letztes Mal auf 28K oder so. Aber, oder 17 oder 18K sogar. Und ich habe jetzt 60 gesagt. Doch, er wird weiter, aber. Also meiner Meinung nach wird er unter 50K gehen. Safe, ja, was schnurrt. Safe, unter 50K wird er gehen. Also kann auf die 40K runter und so, ja. Da kannst du natürlich aggressiv nachkaufen. Und dann ist es sehr realistisch, sich einen Bitcoin anzusparen. Wieso macht man das überhaupt? Einen Bitcoin anzusparen, was ist der Sinn davon? Würde vielleicht noch Sinn machen, das zu erklären. Und zwar wird meiner Meinung nach der Bitcoin in den nächsten 20 Jahren oder so wird er safe irgendwie 10 Millionen erreichen. Safe. Und dann hast du schön ausgesorgt. Dann kannst du einen Fick drauf geben auf den AHV, auf BVG, Scheissdreck, die scheiß dritte Säule. Oder nachher da mit den Peanuts, da, die du bekommst. Aber ich habe eine dritte Säule zum Beispiel, ja. Trotzdem als Sicherheit. Falls kann ja auch sein, dass es trotzdem nicht läuft. Aber dann kannst du einen Fick drauf geben. Auf das alles. Weil du eigentlich nur ausgesorgt hast. Mit ein bisschen Bitcoin kaufen. Falls du jetzt noch den Bitcoin hast, dann kauf Bitcoin. Ich habe hier noch einen U-Code. Kann ich dir einblenden? Also ich glaube, dass ich einen habe. Das schreibe ich jetzt an, dass ich ihn nicht eingeblendet habe. Dass ich keinen Code habe, sorry. Ja. Mein Ziel ist ja von 100k auf 1 Million.
Falls du das Video noch nicht siehst, kannst du es anschauen. Blendest du da ein. So sieht das Thumbnail aus. Kannst du das noch anschauen, wenn ich das anstellen will. Weil so kann ich eben schauen, so in 2, 3, 4 Jahren oder wenn ich pensioniert bin. Weißt du, wenn du pensioniert bist, gehst du auf YouTube. Wird es noch geben dann. Geht ja bei mir nicht so lange. Und dann kann ich einfach die Videos schauen, so, wenn ich voll broke war. So, dass ich geschnurrt habe, 100k und so. Dann lache ich dort in meinem Stuhl. Der Junge Schnaufer mit deinen 100k. Ja. Da werden wir dann noch schauen miteinander. Eben, wie ich auf das überhaupt komme. Die 200k sind wir jetzt schon bald. Ist ja nicht mehr so weit, die 200k. Ich bin schön am Krampfen. Cash kommt rein. Aber Geld verdienen. Man muss eben auch schauen, dass das Geld bei einem bleibt und sich vermehrt. Es macht keinen Sinn, wenn man viel verdient und nachher keine Ahnung von investieren hat. Oder hohe Kosten hat. Und das Geld dann die ganze Zeit wieder rausgeht. Wenn man sich ein Haus kauft, Wagen leist. Ich habe kein Auto zum Beispiel. Ich habe kein Auto auf meinen Namen. Ich habe dort 0 Kosten, außer Benzin. Ich nehme immer das Auto von meinem Vater. Oder eben, wenn mal ein Service ist oder so. Benzin muss ich zahlen. Oder wenn mal ein Service, aber ich muss... Es ist nicht geleast, nicht. Wenn du 10k im Monat verdienst, aber du hast irgendwie Ausgaben von 9000 Stutz im Monat. Das gibt es eben sehr viel. Sobald sie ein bisschen mehr verdienen, geben sie automatisch mehr aus. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt auf jeden Fall wieder am Aufnehmen. Das ist ein richtiges Birnenweich-Video. An diesem Punkt like das Video. Kommentiere. Sehr wichtig. Kommentiere mit. Was tun wir heute für ein Wort? Heute schreiben wir das Wort Blatt. Wenn du bis dahin geschaut hast und du das jetzt hörst, dann schreib das Wort Blatt in die Kommentare rein. Bring ihn heim. Ich war glaube ich dort. Jeder Kaffee, jedes Wasser, das du ausgibst, summiert sich. Und ich bin das jetzt ein bisschen am Durchziehen. Ich habe mir nicht vorgenommen, das Jahr. Ich habe mir auch vorgenommen, weniger ausgeben. Aber ich bin immer ein bisschen am Übertreiben. Ich will den verfickten scheiß Bitcoin haben. Und nachher wird es natürlich noch mehr werden. Und wenn ich schon Videos mache von 100k auf 1 Million und das auflade, dann muss ich das auch machen. Weißt du, was ich meine? Sonst habe ich geschnurrt. Und das geht natürlich nicht, effektiv nicht. Darum muss ich ihn heimbringen. Und so kann man es beschleunigen mit weniger Ausgaben. Ich bin auch am Schauen, wie die Einkäufe und so. Also nicht sehr fest oder so. Ich kann vor allem das Deutsche einkaufen. Aber wenn man die Budget-Sachen anprobieren, Dings, wie heissen die Prix, irgendetwas da, die günstigen. Das geht auch. Jetzt würde ich mal versuchen, ich bin nicht so ein Aldi-Lidl-Fan. Hätte mal noch einkaufen. Einfach mal schauen, wie viel so ein Woche-Einkauf kostet. Bei uns ist es meistens für 3 Personen. So um die 120, 130 Stutz. Letztes Mal 140. Das ist so ein Woche-Einkauf von uns. Das ist eben schon viel. Es hilft, weißt du, so einmal, aber aufs Jahr raus ist das so viel Geld. Eben. Und das kannst du eben so ein bisschen runterdrosseln, so auf 80 oder so. Das ist aber schwierig. Nachher haben wir noch den 4. Küngel. Der wachsen da. Ja. Eben. Das wäre es für heute. Ich muss jetzt das Video schneiden. Like, kommentiere. Und folge mir da auf YouTube und aktiviere das Glöckchen. Wenn du das Glöckchen aktivierst, wirst du immer informiert, wenn ich ein Video poste auf YouTube. Also, danke schön und schönen Abend. Ciao, ciao.